Hallo, hier ist das erste Anfängervideo für Nomad Sculpt, für, für Beginner. Es geht um die Grundformen, die Primitives, die was es in Nomad Sculpt gibt und was man damit alles anstellen kann. Wenn man Nomad Sculpt öffnet, ist normalerweise, hier erstellen wir eine neue Szene, erscheint diese Kugel. Und wenn man jetzt dieses Wireframe anschaltet, dann sieht man die Aufteilung der Kugel. Grundsätzlich sollte man eigentlich, also ich lösche diese Kugel immer. Man kann die hier wegschmeißen in dem Szene-Menü. Und im Szene-Menü findet man auch diese Primitives, diese Grundformen. Und ich tippe jetzt hier mal auf die Kugel. Im Gegensatz zu der ersten Kugel hat diese Kugel hier viel weniger Pixel und diese kann man hier auch noch verstellen. In diesem Menü hier mit diesem Gitter kann man diese Einstellungen vom Mesh ändern, und zwar über diese Parametereinstellung von dieser Post-Subdivision, und man kann die runterdrehen, bis die Kugel eigentlich ein Würfel ist. Und je weniger Punkte das Mesh hat, desto weniger Speicher brauche ich und es lässt sich viel einfacher bearbeiten. Ich validiere mal jetzt diese Kugel, das heißt, ich gebe sie frei. Und hier in diesen Display Settings kann man jetzt hier auch noch das einstellen, dass man dieses Smooth Shading aktiviert oder nicht aktiviert. Das bedeutet, wenn ich jetzt dieses Mesh hier ausschalte und ich kann hier diese Multi-Resolution noch einmal erhöhen. Ich schalte jetzt mal, die Kugel hat jetzt dieses Mesh und ich schalte jetzt Wireframe aus. Dann schaut die Kugel so aus, relativ rund, und das Smooth Shading, wenn ich an- und abschalte, dann sieht man das eher so eine Art wie ein Golfball ausschaut. Also das heißt, wenn dieses an ist, kann ich mit relativ wenig Pixeln trotzdem weiche Konturen erstellen. Und um zu sculpten, tut man sich viel einfacher, wenn das Mesh wenig Punkte hat. Ich kann jetzt hier, indem ich einen Move-Pinsel benutze, die Symmetrie ist an, kann ich relativ schnell eine Gesichtsform erstellen. Und die Punkte, also diese Voxel, die kann ich erhöhen, indem dass ich in dieser Multi-Resolution-Einstellung hier die Subdivision jetzt einmal erhöhe und kann jetzt mehr Punkte hinzufügen. Aber im Gegensatz zu dieser Grundkugel, die so ungefähr ausschaut, oder na, so ist sie, brauche ich diese hohe Auflösung am Anfang gar nicht. Das ist jetzt so eine grundsätzliche Sache. Das erhöht sich nämlich dramatisch später, wenn man immer mehr mit Voxel Remesh arbeitet und so weiter und so fort. Okay. Wenn man jetzt diese erste Grundform, diesen Würfel hier nimmt, kommt man dann in diese Einstellungsangelegenheit, wo man das Mesh einstellen kann. Und hier kann man diese Divisions runtersetzen bis auf 0 und hat jetzt hier einen Würfel mit 6 Seiten und dementsprechend nur 8 Punkten. Und in dem Fall ist es möglich, diese einzelnen Punkte gezielt zu bearbeiten.
kann jetzt hier die einzelnen Punkte verschieben. Und sollte ich eine Unterteilung mehr brauchen, kann ich einfach hier mit Subdivision, Entschuldigung, man kann das hier, die Flat Subdivision mit diesen Haken einschalten, kann ich hier mehr Punkte reinbringen, stückweise. Und kann so das Mesh Punkt für Punkt bearbeiten. Gut. Ich betrachte jetzt einmal Stück für Stück die ganzen einzelnen Teile. Das ist jetzt dieser Zylinder. Man kann jetzt hier auch wieder diese Divisions runterdrehen bis auf 3. Dann erhalte ich ein Prisma. In diesen Grundeinstellungen gibt es auch noch die Möglichkeit, ein Loch reinzumachen. Ich kann hier die Radien ändern und diese Höhen und habe jetzt aus einem Zylinder einen dreieckigen Bilderrahmen erstellt, indem dass ich nur diese Geometrie hier geändert habe. Man kann das selber alles ein wenig ausprobieren, kein Problem. Auch möglich mit diesem Torus. Dieser Torus hat natürlich hier die Möglichkeit, die einzelnen Punkte zu verstellen. Hier habe ich ein Sechseck jetzt draus gemacht. Und ich kann auch diesen Winkel hier einstellen, den Öffnungswinkel, indem dass ich einen halben mache, zum Beispiel 3,14 und dieses Teil hier verdopple. Das ist jetzt nur ein schnelles Beispiel und kann das hier dann flippen. Dann habe ich wieder diesen Ring. Ich kann den jetzt aber auch drehen und so auf diese Art und Weise Spiralen erstellen. Ich hoffe, man kann es jetzt ungefähr erkennen. Diese Teile, die wenn man jetzt kopiert und übereinander einfügt, dann erhält man eine Spirale. So, dann haben wir, was haben wir noch als Primitive? Ja, diese Pyramide hier, man kann das hier runterdrehen auf 4. Dann hat man eine Pyramide. Ist natürlich manchmal ganz praktisch, wenn man solche Grundformen gleich schnell hat. Okay. Nächstes Primitive. Ja, die anderen Icosahedron und UV-Sphere kann man ein wenig rumprobieren. Mit dieser UV-Sphere, die ist wichtig zu wissen, dass diese Divisionen hier, ich drehe mal runter, auf 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Man kann diese Divisionen hier schrittweise verstellen, ohne Zwischenschritte von 6 oder 12 Punkten zu haben. Das ist sehr wichtig, wenn man hier diese Form, wenn man hier so eine Form erstellt und ich trimme das mal hier, so kann ich hier solche Tortenformen erstellen. Und hier ist es möglich, jegliche Art von Divisionen hier einzustellen, ich mache mal diese, ich weiß jetzt nicht, wie viel das ich gerade genommen habe. Hier kann man dann so Zahnräder erstellen. So auf diese Art. Ich habe jetzt nicht die richtige Symmetrie eingestellt.
Ja, das geht nur mit dieser UV-Sphäre. Alle anderen Geometrien, wenn diesen Zylinder hier nehme und stelle diese Division ein, dann 3, 4, 5, 6 und jetzt kommt die 12, dann die 18. Hier sind diese einzelnen Schritte nicht möglich. Und ein ganz wichtiges Gerät ist noch diese Plane. Mit dieser Plane kann man schnell Grundformen erstellen, indem dass man diese Divisionen runterdreht und mit dem Move-Tool und der Symmetrie kann man hier jetzt das Mesh Punkt für Punkt bearbeiten und hier Grundformen erstellen. Wie man möchte, ohne das Mesh zu schneiden. Das ist manchmal ganz wichtig und ganz praktisch. Man kann jetzt hier da rumspielen und machen und tun, was man will. Und dann gibt es dieses Subdivision noch, wo man dann sagt, alles klar, dann kann man hier diese Faltungen, Runden und so weiter. Okay, zum Würfel fällt mir noch eins ein, und zwar, wenn man diese Divisionen hier runterdreht und diese Parametereinstellung Post-Subdivision verwendet, kann man gleich diese Rundungen einbauen. Ich kann hier praktisch diesen Würfel gleich abrunden. Gut. Dann ein letztes ist noch, ich zähle mal diese in den Tools gibt es auch noch dieses Tube-Tool, um diese Schlauch zu erstellen. Wenn man hier diese Röhre zeichnet, kann man auch über diese Topologie-Einstellungen die ganze Sache hier runterdrehen. Hier habe ich jetzt eine viereckige Tube, oder es geht runter bis dreieckig. Ich kann es auch fünfeckig machen. So kann ich dann auch über diesen Radius die Formen dementsprechend anpassen. Und auch diese Post-Subdivision kann man wieder nutzen. Und dann ist die Sache gleich hier mit der Rundung versehen. Das ist äußerst praktisch bei irgendwelchen Dinosaurierschwanz oder sonst irgendwas. Und es ist auch noch möglich, diesen Gizmo hier einzusetzen und die Sache zu verschlanken, dass man gleich eigentlich eine Röhre hat, aber schon angepasst an die Endform. Gut. Das Wichtigste ist wirklich, so wenig Polygone am Anfang zu nutzen wie möglich, weil das Mesh kann ich immer durch diese Subdivision weiter erhöhen. Okay, viel Spaß beim Sculpten. Tschüss derweil.